machen das Katzengejammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzengejammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzengejammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Yeah! Cowgirl Isas Katzengejammer live on Radio 15! Jetzt live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Lagoon und eiskaltes Wasser, grinst bei mir dazu. Schon wieder eine Woche rum und schon wieder sind wir da. Und zwar mit dieser Sendung von heute «Köbelblöd». Und ihr könnt ja dreimal raten, warum die «Köbelblöd» heisst. Natürlich wegen mir. Ich tramp doch einfach in jedes einzelne Fettnäpfchen, das kann sein. Und jetzt habe ich ja neuerdings, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe neuerdings endlich einen Freund. Ich habe so Freude. Aber tatsächlich muss er ein bisschen unterdurch und ich manchmal auch. Also es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt. Und zwar, jetzt müsst ihr euch vorstellen, er wird im Moment ganz viel darauf angesprochen, auf mich natürlich, weil ich hätte es nicht gedacht, aber irgendwie die ganze Schweiz kennt mich. Ich weiss nicht woher, ich bin doch so kamerascheu. Aber er wird die ganze Zeit darauf angesprochen und die einen sagen dann so, ja, das ist mega cool und so und ich soll mal vorstellen quasi. Und die anderen tatsächlich, es gibt so irgendwelche Weiber dort, die dann sagen, du, ich habe gemeint, du willst Single bleiben oder hättest wenigstens eine intelligente Freundin wollen. Ja, danke, schön, intelligente Freundin. Ja, danke. Und dann weiter geht's ja, das ist ja nicht was Schlimmste. Sagt, weisst du, ich hätte sonst noch eine Kollegin, die dir vorstellen kann. Ja, danke, schön. Ja, genau, also «Köbelblöd» heisst die Sendung von dieser Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten gerade mit dem ersten Lied und nachher geht's «Köbelblöd» weiter. Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, 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 oh. Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, 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 oh. Ich bade mein Schwein und reibe es mit Shampoo ein. So während dem Einseifen fängt es an zu pfeifen. Wo hat es denn das her? Wohl aus dem Fernsehen. Das Borstenfell sah wohl zu viel RTL. Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, 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 oh. Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Zu Hause auf dem Sessel kommt ein feuchter Rüssel. Tut mein Schwein mich kneifen, au, und fängt doch an zu pfeifen. Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, Hildegard, mein Schwein, pfeift. Oh, 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 oh.
Frau ist im Boden. Mein Schwein steht daneben. Die Hildegard, sie schreit. Sie war nicht eingeweiht. Hildegard, mein Schwein pfeift. Wow. Hildegard, mein Schwein pfeift. Wow. Hildegard, mein Schwein pfeift. Oh, 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 oh. Hildegard, mein Schwein pfeift. Wow. Hildegard, mein Schwein pfeift. Wow. Hildegard, mein Schwein pfeift. Oh, 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 oh. Ich muss euch von dieser Nacht erzählen, die war so grauenhaft gewesen, so richtig köbelblöd. Und zwar, die ganze Nacht bin ich schlaflos gelegen, weil ich so steintrockene Augen hatte. Es hat ja schon damit angefangen, wo wir zusammen ins Bett gegangen sind und so beim Sex, wenn man so gerade so schön dran ist. Musst du dir mal vorstellen, wenn deine Augenlider einfach offen bleiben und du die nicht kannst zutun, was das für ein creepy Anblick muss sein. Ich bin richtig froh gewesen, es war dunkel in meinem Zimmer. Aber eben, die ganze Nacht hatte ich wirklich eine schlaflose Nacht gehabt, weil wenn ich die Augen zugemacht habe, ich habe die Scheibe nicht mehr aufgebracht. Ich habe am Morgen, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, das ist so grauenhaft, der Anblick. Am Morgen sind die Augenlider so dermassen zu gewesen, dass ich mit dem Finger das eine Augenlid mal aufklappen und dann ist das auf dieser Höhe stehen geblieben, wo ich sie da habe. Und dann konnte ich nachher auf dieser Seite auftun und logischerweise sind die nicht auf gleicher Höhe liegen geblieben. Und dann konnte ich mal die Augentropfen suchen, irgendwo in der Schublade, wo sie nicht mehr waren. Habe ich die gefunden, habe ich die reingetan, es hat brennt wie Sau, aber nachher ist es einigermaßen wieder gegangen. Sie dann langsam habe ich wenigstens mit dem rechten blinzeln, das linke ist noch geblieben. Auf jeden Fall richtig grauenhaft, dass ich sagte, das ist ein absolute Folter, das geht gar nicht, wenn du nachts nicht schlafen kannst und die Augen nicht zutun, die so kleben, weil in der REM-Phase machen doch die Augen so schnell hin und her und das geht einfach nicht, dann verwachst du jedes Mal. Wirklich grauenhaft. Ja, auf jeden Fall, es geht im Fall weiter, he? Schlaflose Nacht. Gut, dann am Morgen früh habe ich gefunden, ja komm, scheiß drauf, ich kann jetzt nicht noch lange im Bett liegen. Fernsehen schauen wollte ich auch nicht. Ich bin irgendwie steinmüde. Normalerweise schlafe ich immer schon bis 11:30 oder so. 11 ist ja für mich schon früh zum Aufstehen. Jetzt bin ich aber tatsächlich mit meinem Freund aufgestanden am 6 Uhr am Morgen und habe den Staubsauger in die Hand genommen und habe voller Freude da die ganze Wohnung, also mein ganzes Haus gestaubsaugt, oder? Und währenddem, was ich so gestaubsaugt habe, habe ich natürlich das Bett gelüpft und schön unter dem Bett staubsaugen oder das Bett abgestellt. Zack, auf meine Haare! Hure geil, auf die ich noch habe. Ich bin doch so stolz, habe ich überhaupt Haare? Und dann stelle ich mir das dämliche Bett noch genau auf die Haare. Habe ich überhaupt nicht lustig gefunden. Gut, dann habe ich meine Haare wieder vorgegraben und dann habe ich wieder gestaubsaugt und habe noch abgestaubt, bin beim Fernsehen und dann haue ich mir den Fernseher in den Kopf, also besser gesagt umgekehrt. Ich bin mit dem Kopf so schnell schauen, dass ich mir den so am Fernseher gestossen habe, dass der noch fast runtergefallen ist. Ich habe gemeint, ich spinne, ist überhaupt nicht meine Zeit am Morgen. Richtig grauenhaft. Gut, dann habe ich dann gefunden, ich lasse Staubsaugen sein. Und dann bin ich im Gästebad, wo er sich einquartiert hat, habe ich dort gelüftet und wollte putzen. Dann mache ich das Fenster auf. Und was passiert? Es fallen 2 riesige Spinnen direkt vor meine Füße. Ich bin ja tierlieb, aber sorry, das geht überhaupt nicht am Morgen um 6 Uhr. 2
2 handgrosse Spinnen vor meinen Füßen. Ich natürlich sofort aus dem Raum rausgespickt, Türen zu und habe ich eben dort eingeschlossen. Ja, genau so, das war mal. Aber es geht noch weiter. Ja. Dann bin ich wieder ins Schlafzimmer und habe das Bett abgezogen, weil ich vermute, dass ich trockene Augen habe wegen Milbenallergie. Könnte ja sein. Auf jeden Fall die ganze Nacht googeln. Das könnte Schimmel sein, es könnte Milben sein, es könnte irgendein Zwischengiftstoff sein, es könnte keine Ahnung, es könnte ja so viel sein. Aber dann habe ich gefunden, okay, gut, du hast mal die Bettwäsche wechseln, weil so einmal alle 2 Jahre ist vielleicht doch ein bisschen wenig, vor allem wenn die Katze auch noch drin schläft und einen Freund hast, der überall so viel Haar hat. Ja, dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr Bettwäsche wechseln als alle 2 Jahre einmal. Habe ich das gemacht, habe die Bettwäsche abgezogen und bin mit der in den Keller runter, habe sie in die Waschmaschine gespickt, oder? Und habe das so schnell gemacht und in meinem Übereifer habe ich den Fingernagel umgelitzt und das hat weh. Ihr glaubt es gar nicht, habe ich noch meinen Fingernagel angeschaut. Der ist bis hinten aufgerissen. Ich hätte im Fall können. Am liebsten wäre ich einfach wirklich gleich liegen geblieben bis um 11:30. Und dann habe ich aber gleich weitergemacht. Ich habe die Bettwäsche gewaschen, dann bin ich wieder rauf. habe ein Milbenspray, natürlich noch bevor ich die Bettwäsche gewaschen habe und das mit dem Fingernagel passiert ist, habe ich das ganze Bettmatratze mit Milbenspray eingesprayt und nachher sollst du den ganzen Tag lüften und eigentlich nicht unbedingt in den Raum, oder? Gut, dann bin ich aber nachher, nachdem da mit dem Nagel passiert ist, wieder aufgegangen und dann ist mir plötzlich so dermassen schlecht geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Leck ist mir schlecht geworden. Das letzte Mal, als ich schwanger war, war mir so schlecht. Dann bin ich doch einfach das erste Mal eine halbe Stunde aufs WC gehöckelt und hatte Durchfall vom Feinsten gehabt. Toll, gell? Am Morgen früh alles um 6 Uhr, genau. Und danach bin ich dort gehockt und mir war immer noch schlecht. Ich habe nicht gewusst, vor oder hinten. Ich weiss bis jetzt etwas im Radio nicht sagen, aber ist doch scheissegal. Ich mache sowieso alles, was man nicht sagt. Ja genau, und nachher wollte ich einfach ins Bett liegen und ich habe doch nicht mehr so weit studiert und lasse mich voll auf die nasse Matratze fallen. Zack, habe ich nachher noch unter der Dusche stehen und mein geiler Fingernagel hat brennt wie Sau. Ja, das ist so ein typischer Tag von mir, normalerweise nicht am Morgen früh. Aber jetzt ist es halt so. Das war mein Morgen. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Morgen gehabt heute. Meinen ist ja jetzt zum Glück durch. Ja, genau. Euer ja auch. Aber erzählt mir doch gerne, wie euer war. Ich denke, wenn ihn irgendjemand toppen kann, dann gehen wir doch miteinander essen. So, nach dem nächsten Lied geht es nochmal weiter mit Kübelblöd, aber ich muss mir jetzt echt nochmal etwas einfallen lassen, weil das heute ist schon mal schwierig zum Toppen. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen. Die Welt ist etwas Buntes und ist so wunderschön. Lieber doof und schön, so kann's im Leben gehen. Du musst nur eines wissen und das ist doof und schön. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen. Die Pups nach vorne richten und immer aufrecht gehen. Lieber doof und schön und alles wird gut gehen. Du musst nur eines wissen, stell dich doof und schön. Parken wir in unserer Not, doof und schön im Parkverbot. Der Polizist, der Nette, der hilft uns jede Wette. Du musst nur immer freundlich grüßen und alle liegen dir zu Füßen. Wir blinzeln schön und stellen uns dumm, er stellt uns das Schild um. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen. Die Welt ist etwas Buntes und ist so wunderschön. Lieber doof und schön, so kann's im Leben gehen. Du musst nur eines wissen und das ist doof und schön. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen. Die Pups nach vorne richten und immer aufrecht gehen. Lieber doof und schön und alles wird gut gehen. Du musst nur eines wissen, stell dich doof und schön. Doof und schön und alles gehen. Die Welt sich etwas umdreht. Doof und schön, das ist uns klar. Wir sind einfach wunderbar. Doof und schön gehen wir nun shoppen und kann uns einfach nichts mehr stoppen. An der Kasse kommt das krasse Karte weg und ich was, wir blinzeln schön und stellen uns dumm und es nimmt uns niemand um. Der Kasse ist ein Kavalier und sagt mir hier als Souvenir. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen.
lieber doof und schön, so kann's im Leben gehen. Du musst nur eines wissen und das ist doof und schön. Lieber doof und schön und die schönen Dinge sehen. Die Pups nach vorne richten und immer aufrecht gehen. Lieber doof und schön und alles wird gut gehen. Du musst nur eines wissen, stell dich doof und schön. Doof und schön und alles geht. Die Welt sich etwas unterdreht. Doof und schön, das ist uns klar. Wir sind einfach wunderbar. Alles, was du wissen musst, kannst du auf die anderen fragen. Haben die dann keine Lust, Hans und sag noch Huren sagen. Stell dich doof und sei schön, so kann das Leben gut aussehen. Und am Ende ganz zu los stellen wir uns einfach vor. Ja, ich wollte ein neues Möbel bei mir aufstellen, oder? Dass sich mein Freund so richtig wohl fühlt bei mir daheim und er kann irgendwie etwas versorgen, wenn er ständig zum Meer fährt. Und dann habe ich eine Kollegin gefragt und hat gesagt, ja, hilfst du mir irgendwie und so, komm, wir müssen ausmessen und so, oder? Und sie ist ein bisschen intelligenter als ich und hat gesagt, ja, hast du einen Meter da? Und ich so, ja, ich habe schon einen Meter, schau dort in den Schubladen und so, oder? Und dann ist sie gegangen und hat gesucht und gesucht und gesucht und kommt so, Isa, du hast ja gar keinen Meter. Und ich, mal da. Und dann bin ich auch gegangen, oder? Habe die anderen Schubladen aufgetan. Dann nehme ich das so pinkigen 30 cm Meter raus, oder? Von der Schule. Sie so, nein, das geht doch überhaupt nicht mit dem, du bist so ein grosser Meter. Und ich sage, komm, du jetzt nicht auf, ich gehe immer mit dem. Pinkige Schraubenzieher, pinkige Bohrmaschine und pinkige alles irgendetwas. Ja, auf jeden Fall haben wir dann mit dem 30 cm Teil, zum Glück war es ja nicht einfach so ein kleines Triangeldreieck gewesen. Ich meine, das wäre ja irgendwo, sind das 15 cm oder so. Auf jeden Fall haben wir das Teil dann gemessen und es ist ja nicht so, dass das nicht ein Kasten wäre, der eigentlich deckig ist. Also haben wir fast 2 Meter messen oder so. Gut, und dann haben wir das gemessen und dann hat sie das alles gesagt, was ich aufschreiben soll und so, oder? Und dann bin ich nachher in die Ikea gegangen und dann habe ich von dort einfach an der Info gefragt und gesagt, hey, ich sollte irgendwie etwa das und das Möbel haben. Ich habe es im Internet gesehen. Und dann hat es horizontal, hat es Diemass und vaginal hat es Diemass. Und dann sind die im Fall halb verrückt worden, weil ich gemeint habe, ich will sie verarschen. Und ich bin gar nicht rausgekommen, warum. Und die Kollegin hinten dran hat es fast vertätscht von Lachen. Und ich, wieso lachen die eigentlich an? Ich check's im Fall nicht. Auf jeden Fall ganz am Schluss war dort wirklich ganz ein netter Typ gewesen. Also danke vielmals in der Ikea. Der hat mir dann tatsächlich ein cooles Möbel geben und dann sind wir heim und haben das aufgestellt. Oder besser gesagt, meine Kollegin hat gesagt, sie stellt es gescheiter allein auf. Und ich habe dann etwas anderes machen. Ich habe ihr zugeschaut. Meine Katze Rainer ist nun etwas kleiner. Schlief er im Wäschetrog, mit in die Maschine flog. Er aus der Luke schaute und dabei laut miaute. Meine Katze Rainer ist nun etwas kleiner. Miau. Meine Katze Stoffel sieht aus wie ein Pantoffel. Schläft sie lieb und fein in meinem linken Finken ein. Wollte ich mir die Füße wärmen, hörte ich sie lärmen. Meine Katze Stoffel sieht aus wie ein Pantoffel. Meine Puse war von Fusel, Fellverfies, es war ein Gruß. Der Tierarzt hat sie anvisiert, dann tat sie plötzlich kompliziert. Eingewickelt in ein Tuch, das ist nun schon der 7. Versuch. Der Tierarzt hat sie ungeniert jetzt einfach praktikal rasiert. Meine Katze Bertrand hat charmant den Schwanz verbrannt. Wollte ich was essen, hab brisant den Herd vergessen. Das
ganz verkannt. Er verlor fast den Verstand und ist rasant davongerannt. Meine Katze Mörli hatte auch 2 Öhrli. Sie war kurz im Dresche drin, zum Glück nicht weiter schlimm. Jetzt fehlt ihr das linke Ohr, ja, das ist halt wahr. Meine Katze Mörli hat nur noch ein Öhrli. Meine Katze Motzi ist der größte Kotzi. Verdreht sie ihre Augen, ich kann es kaum glauben. Überall, wo's nur geht, im Transport, wo sie steht, fängt sie an zu würgen. Drum nenn ich sie jetzt Jürgen. Mit dieser Katze Jürgen, mit ihrem Aufwürgen. Stammbaum Siamesen, ging ich zum Chinesen und sagte dem Kotzsoldaten, Asiatenbraten, Katzenpfoten. Jetzt kann man auf der Karte lesen, Jürgen ist heute da gewesen. Ja, mein Katzengejammer ist ja schon fast legendär, kübelblöd. Aber ich finde diesen Song so hammer, weil, sind wir ganz ehrlich, jeder, der ein Büsi hat daheim, der weiss doch einfach, dass es genau so ist. Wo gehen die Katzen am liebsten schlafen? Genau in der Wäschzeile, wenn nicht schon gerade in den Maschinen innen selber. Oder natürlich in den Finken, oder? Und wenn du Füße hast, dann kannst du nicht 3-mal raten, was passiert, oder? Überall, wo die Katzen gehen und stehen, würgen sie, oder? Ist ja klar. Und das war im Fall absolut der Hammer. Ich meine, wenn du ja weisst, wenn eine Katze irgendwo am Würgen ist, dann musst du sie einfach sein lassen, so hässlich wie sie ist, aber am besten lässt du sie einfach, oder? Und dann haben wir dort, ja, das war irgendwie etwa 6-7 Jahre her oder so, mit dem damaligen Freund, den ich hatte. Da hat die Katze gerade angefangen zu würgen, oder? Und er ist so verrückt geworden, er war sowieso immer so ein bisschen gehässig. Der ist so verrückt und er sagt, kannst doch die Katze nicht einfach da so würgen lassen, du sie doch ab dem Sofa. Und ich so, ja, ich hätte sie alle eben nicht auf dem Sofa gehabt, aber es ist ja ein Ledersofa, das kannst du ja eigentlich gäbig putzen, habe ich mir gedacht, oder? Auf jeden Fall habe ich die einfach würgen lassen, wo sie ist, und er ist so hässig geworden und packt die Katze am Bauch. Könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert ist? Die ist wie eine Bombe explodiert. Und in der Fontäne die alle richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall am Schluss ist dann nicht nur das Sofa voll gewesen, sondern auch das ganze Wohnzimmer. Ich konnte fast nicht mehr verlachen. Er war so steif verrückt. Ich habe ihm aber dann nicht geholfen putzen. So nett bin ich sie jetzt selber machen. Ich habe ja gesagt, warum ich die Katze nicht weg tue. Hallo? Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. In Italien isst man Pizza Oder Insta. In Österreich da gibt's Schnitzel oder Ein Apfelstriezel. Die Mexikaner essen Chili und zwar con carne. Excuse con amigo, nix für Vegane. Nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. Beim Asiaten gibt es Ente, Mit Basmati Reis im Ruhrpott Currywurst, oder Pommes rot-weiß.
In England gibt es Fish and Chips oder Smoked Haddock, dazu a cup of tea. Mit der Wolkenmilch, das da noch reinkommt. nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. So ein Känguru-Ragout, das ist gemacht genug. Man packt alles in den Ofen, macht eine Soße noch dazu. Ein paar hübsche Kräuter, Milch frisch aus dem Euter. Danach noch schön garniert und am besten heiß serviert. Was kommt dann dabei raus? Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und dann Aborigine als Didgeridoo. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Apropos Essen, da ist mir ja mal der Beste passiert. Das ist jetzt wirklich aber mega hübelblöd. Ich bin mit 16, habe ich dort schon gefunden, ja, anstatt einfach Party machen und Geld ausgeben, kann man doch einfach an einer Party Geld einnehmen und man kann arbeiten. Gut, habe ich das auch so gemacht und bin dort als Open Air arbeiten. Am ersten Abend war eigentlich alles so in Ordnung, oder? Ich meine, wir hatten frischen Salat gehabt. Ich war an der Salatbar, oder besser gesagt an der Hamburgerbar. Und es war eigentlich alles in Ordnung und so, saubere Ware und so, kannst du gar nichts sagen. Und so am zweiten Abend, es war natürlich auch scheisse heiß, oder? Wie es an Open Air so ist. Also ich hoffe, die Hygienestandards sind heute ein bisschen besser, weil das ist wirklich tatsächlich, das ist ja über 20 Jahre her, wenn ich 16 war, oder? Also ich meine, jetzt bin ich 39. Gut, also eben, am zweiten Abend war es so geil. Ihr könnt euch vorstellen, vorne ist eine Bierbank, wo wir einfach da so ganz rudimentäres Zeug nachher rausgegeben haben. Wir haben es nicht einmal irgendwie schön gedeckt oder so. Und hinten dran hat es die Kübel mit den geschnittenen Tomaten drin vom Protego oder vom CC, wo du das Zeug kannst kaufen, oder? Und irgendwie noch grünen Salat und Rüebli-Salat und einfach noch eine Fertigsauce, oder? Und dann im Tomatenkübel hin, wo der Deckel abgetreten hat, ein Spinne rein untertreten und ist nicht rausgekommen. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, man isst ja auch Fleisch, habe ich gedacht, oder? Gut, auf jeden Fall sind die Leute angestanden und dann steht so eine gekommen, es sind nicht viele Leute angestanden, die haben vielleicht gewusst, warum. Und dann steht eine gekommen, die hat mit ihrem Freund geredet und hat mir so die Hand hingestreckt und hat den Kopf weggedreht und hat eben mit ihm geredet, oder? Und ich habe sie so gefragt, ja, was hättest du denn gern? Und sie so, ja, gerne ein bisschen von allem etwas. Gut, und dann habe ich ihr gerade angefangen mit dem grünen Salat, den ich drauf da habe. Und dann ist dort und hat sich plötzlich bewegt. Und die hat zum Glück hat sie nicht geschaut. Aber der Salat hat sich plötzlich bewegt. Ich so, Scheiße, wieso bewegt er sich? Scheiße, wieso bewegt er sich? Und der kommt, im Fall wirklich, das ist kein Witz, ein daumengrosser schwarzer Käfer mit diesen grossen Hörnern unter dem Salat. Und ich so, Scheiße. Und sie hat gerade in dem Moment umschauen und ich habe geistesblitzgegenwärtig, wenn ich dort war, weil dort schon sehr gewieft war, habe ich eine Handvoll Rüebli-Salat genommen und habe gerade auf den Käfer runter. Und habe den Käfer so beschwert. Und dann schaut sie mich so an und sagt, oh, das ist ein toller, so viel Rüebli-Salat. Und dann habe ich gesagt, ja, gell,
willst du noch ein bisschen mehr? Ich sterbe jetzt noch. Und ich habe noch mal eine Handvoll Rüebli-Salat drauf, um den Kaffee beschweren. Salatsauce drüber und dann einen gefeiten guten. Ich habe die auf jeden Fall nie mehr gesehen. Ich weiss nicht, ob sie irgendwie gemeint hat, dass sie irgendwie so feine Brotkruten oder irgendetwas. Das ist das erste und das letzte Mal, wo ich so gearbeitet habe. Und vor allem das letzte Mal, wo ich so etwas irgendwann an so einen Ort bestellt habe. Also wenn es die jetzt irgendwie gehört, es tut mir mega leid. Ich bin einfach noch jung gewesen, dort zwar nicht weniger kübel doof als jetzt, aber immerhin so lange weg, dass es hoffentlich nicht mehr weiss. Wolle, Rose kaufen, musste nix weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Rose kaufen, musste nix weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Ja, Wolle, Rose kaufen. Hast du Rose in einem Mund und guckst mich an wie ein Hund? Kann ich dir nicht widerstehen, weil du glaubst, du bist so schön. Jetzt hab dich doch nicht so, denkst du dir und grinst. Du willst mich doch nur glücklich sehen, kommst auf mich zu und singst. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Ja, alle sind verrückt nach dir. Endlich hab ich dich verstanden, dass du nur willst mein Glück. Blumen machen Frauen glücklich und ein Blumenstrauß verrückt. Ich kann auch alle kaufen, dann hast du gleich Arbeit aus und kannst Party machen mit deinem Freund Klaus. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Nach dir. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Wolle, Rose kaufen, musste nichts weglaufen. Tolle Frau, du bist, alle sind verrückt. Alle sind verrückt. Ja, auch ich kann ein bisschen romantisch sein und habe tatsächlich für einen damaligen Freund probiert zu kochen, weil die ganze Schweiz weiss ja mittlerweile, dass ich ja nicht einmal Popcorn auf die Reihe bekomme. Auf jeden Fall hat mein damaliger Freund so gerne Raclette gehabt.
Und da habe ich gedacht, wenn er heimkommt, dann mache ich ihm doch die Freude und mache Raclette über den Mittag. Oder das geht auch schnell und das bringt sogar ich noch hin. Oder das kann ja nicht so schwer sein. Dann habe ich Herdäpfel abgetan. Oder ist ja logisch, zuerst kocht man das Wasser über, ist ja klar. Aber das ist ja noch gar nicht einmal das Lustige dran. Nein, eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Die Geschichte ist eigentlich völlig tragisch, aber so blöd. Das müsst ihr hören. Dann nachher, so, ja, ich glaube, etwa eine Viertelstunde bevor er heimgekommen ist, habe ich gefunden, ich tue das Raclette-Töffel, das auf dem Tisch schon gestanden ist. Ich habe natürlich den Tisch entdeckt, oder? So einen Holztisch, den er neu gekauft hat und hat mega Freude daran. Habe ich das Raclette-Töffel dort draufgestellt. Ich habe gefunden, das sieht irgendwie mega komisch aus und so, oder? Und dann habe ich einfach gedacht, ja, es ist so ein Zweier-Raclette-Töffel, so ein billig, so für 30 Franken, das ich irgendwo gekauft habe. So. Aber wenn es ja tut, ist gut, oder? Und dann habe ich das eingesteckt, oder? Und dann habe ich ein bisschen Fernsehen geschaut und gewartet, bis er kommt, oder? Und plötzlich so... Irgendetwas schmeckt komisch, oder? Und dann habe ich so übergeschaut. Ich so, oh, da kommt schwarzer Rauch. Scheisse, was ist da passiert? Scheisse. Dann bin ich nachher schauen und dann sehe ich irgendwie, Scheisse. Und dann haben wir Raclette-Töffel, ich hätte vorher gerücht. Und ich so eine volle Panik, oder? Den Stecker ausgezogen und das Raclette-Töffel weggenommen. Und ich so, oh nein, ich Depp, ich habe das verkehrt auf den Holztisch gestellt. Ich habe den Heizfuß, ist so ein Heizding oben dran gewesen, habe ich unten an weil das hat für mich ausgesehen wie ein Fuß zum draufstellen. Und das andere, das so ausgesehen hat wie für mich die Heizplatten, ist eigentlich der Fuß gewesen. Ja, genau, mir ist erst nachher aufgefallen, dass die Tefal ja auch auf dem Kopf gestanden ist. Auf jeden Fall Scheisse. Und ich mir überlegt, Scheisse, was mache ich jetzt? Jetzt kommt der jeden Moment heim. Gut, dann noch 5 Minuten Zeit gehabt. Dann habe ich das abkühlen lassen. Habe es wieder genau topfengleich auf den Tisch gestellt. Ihr wisst, was kommt, gell? Meine Freund hat Nerven gebraucht. Der ist heimgekommen. Der hat sich so gefreut auf das Raclette. Und ich habe ihm die Herdäpfel gebracht und die Maiskälbli und die Tomaten, die ich so liebevoll geschnitten habe. Und habe ihm gesagt, tu doch du Finger mal das Höffeli einstecken. Der ist nicht lang gegangen. Er ist natürlich auch vor dem Fernsehen gehockt und hat gewartet, oder? Ich bin auch in der Küche und dann plötzlich so... Jetzt wieder unter den Tisch gekriecht. Und so nachher er so... Scheisse, Tischbrett! Und ich so vorgekommen und ich so... Was hast du gemacht? Hast du nicht gesehen, dass der Keim verkehrt auf dem Tisch steht? Schau, TV steht da auf dem Kopf. Der Tisch war am Arsch, aber das war ja schon beim ersten Mal. Auf jeden Fall, ich glaube, er meint bis heute noch er sei, weil irgendwie war der doch so putzverrückt, dass ich das gar nicht aufklären konnte, dass ich das eigentlich schon war. Ich musste so lachen. Scheiße. Richtig Käseblät. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben uns ein Loch für'n Pool, weil Baggerliebe ist sau cool. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben alles an, was geht. Hauptsache die Baggerliebe lebt. www.bagger.ch check ich mal die Bagger ab, das ist sonnenklar. Keine ist härter und wilder als deine. Kein kann länger und heftiger sein. Du bist die Lösung für unsere Probleme und scharf wie eine Rasierklinge. Oh, wie ist das schön, durch Baggerschaufel zu sehen. Die Baggerliebe soll nie vergehen. Wir werden
werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben uns ein Loch für'n Pool, weil Baggerliebe ist sau cool. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben alles an, was geht. Hauptsache die Baggerliebe lebt. Ich miete mir gleich einen unter 079 Du hast uns noch niemals im Stich gelassen. Auf dich stoßen wir an, alle hoch mit den Tassen. Wir feiern dich immer und immer wieder und singen für dich diese tollen Lieder. Oh, wie ist es schön, dich Baggerschaufeln zu sehen. Die Baggerliebe soll nie vergehen. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben uns ein Loch für'n Pool, weil Baggerliebe ist sau cool. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben alles an, was geht. Hauptsache die Baggerliebe lebt. www.bagger.ch check ich mal die Bagger ab, das ist sonnenklar. Oh, wie ist das schön, die Baggerschaufel zu sehen. Die Baggerliebe soll nie vergehen. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben uns ein Loch für'n Pool, weil Baggerliebe ist sau cool. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben alles an, was geht. Hauptsache die Baggerliebe. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben uns ein Loch für'n Pool, weil Baggerliebe ist sau cool. Wir werden uns nen Bagger mieten, weil wir das Baggern lieben. Wir graben alles an, was geht. Hauptsache die Baggerliebe lebt. www.bagger.ch Hauptsache die Baggerliebe lebt. 079 Hauptsache die Baggerliebe lebt. Ja, manchmal mache ich auch irgendetwas ab, ohne dass ich zuerst ein bisschen studiere. Und zwar war das so, wir haben das Pullman City abgemacht und ich habe gemeint, das sei in Egging am See. Das wäre irgendwie in 5 Stunden erreichbar gewesen, aber nein, es war nachher das Harz gewesen und da haben wir 7,5 Stunden gehabt. Und für mich war das so eine Horrorvorstellung gewesen, mit dem Gar dort raus, weil mit dem Gar hast du ja noch länger. Ich habe gedacht, wir haben etwa 10 Stunden und ich 10 Stunden im Gar. Das ist so schlimm, das geht doch überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wie das andere Leute können. Die anderen haben gesagt, ja, weißt du, kannst schlafen und so. Und ich so, ich kann schlafen im Gar 10 Stunden, ich sehe es auch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann zum Glück eine Auftrittsanfrage bekommen für am Abend vorher und ich konnte gar nicht mit dem Gar mitgehen. Juhu! Aber ich wollte ja unbedingt dort raus. Also habe ich dann geschaut, dass ich irgendwie kann, mit dem Flugzeug zum Beispiel raus. Aber nein, alle Flughäfen sind 1,5 Stunden weg von dem Ort. Also der ist ja wirklich so etwas von abgelegen, grauenhaft. Gut, ja, und dann habe ich dann tatsächlich eine gefunden, die mit mir mit dem Auto rausfährt in 7,5 Stunden. Eigentlich habe ich mich ja, sorry Danny, es war wirklich richtig geil gewesen, aber ich habe mich dann fast ein bisschen drücken, weil mich die weite Fahrt so abgeschreckt hat, vor allem nach dem Auftritt und alles. Ist halt dann schon noch heavy. Ja, habe ich mich probiert zu drücken und so. Und habe gesagt, ja eben, ich fliege dann raus. Und er so, ja, dann kannst du mit dem Gar heim. Und ich, nein, ich kann nicht mit dem Gar heim. Nein, auf gar keinen Fall kann ich mit dem Gar heim. Ich muss unbedingt wieder mit dem Flugzeug heim und so. Ich habe einfach so alles probiert, dass ich nicht mit dem Gar muss fahren. Wobei ich ja eigentlich gerne bei den Leuten gewesen wäre und so. Mir ist einfach die Fahrt zu lang gewesen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, dass wir zu dritten hoch mit dem Auto gegangen sind, weil der Reto ist dort mitgekommen. Dann ist ja wirklich alles schief gegangen, was schief geht. Das glaubt ihr ja nicht.
nicht, was dort alles passiert. Das ist wieder typisch. Ich habe doch, ihr wisst ja, der Reto ist ja mein neuer Freund. Und was passiert, wenn man lange keinen Sex mehr hat? Klar, wir geben so richtig Gas. Und was resultiert daraus raus? Genau, man kommt entweder eine Infektion oder eine Blasenentzündung über oder sogar schon eine Nierenbeckenentzündung. Genau das habe ich bekommen. Und bin notfallmässig da zu Langenthal ins Spital Nacht am 11 Uhr extra Antibiotika holen. Am Mittwochabend, damit ich am Freitag am Morgen am 5 Uhr mit abfahren konnte. Gut. Dann haben tatsächlich am Donnerstag die Antibiotika gewirkt. Ich habe nichts mehr gespürt. Oder? Und dann sind wir am Freitag am Morgen dann losgefahren, wobei ich dort schon gedacht habe, Scheisse, irgendwie tut es immer noch mega weh. Und dann haben wir die Sitz runtergelegt. Ich habe die ganze Fahrt hinten bin ich gelegen auf so einem Bettchen, oder? Quasi, wo wir mir extra parat gemacht haben. Und da dachte ich, ja, die Kollegin und der Reto, die sind da vorne gehockt, oder? Und so insgeheim habe ich mich so ein bisschen ins Füßchen gefreut und dachte, ich kann den ganzen Weg also schlafen in der Nacht und so. Und dann bin ich dann dort und es ist gar nicht so schlimm, die lange Fahrt. Diese zwei hat es ja eh nichts ausgemacht, also von dem her gesehen. Ja, und dann ist die Rechnung aber nach hinten raus. Mir war es ja so himmeltraurig schlecht beim Liegen und die ganze Zeit das Geröttel bei meinen Nieren. In der Hälfte von der Fahrt sind wir ja mal ausgestiegen dann, oder? Und dann sind wir dann wirklich tränlich und ich will wieder umkehren. Es tut so weh. Aber es ist so schlecht. Aber dann kannst du dich nicht mehr umkehren. Wenn du schon 3 Stunden unterwegs warst, 3,5 Stunden. Ja, dann haben wir es halt durchgezogen und sind weitergefahren. Und dann sind wir auf dem Mittag dort, oder? Und dann ist es tatsächlich nicht besser geworden. Mir war die ganze Zeit schlecht gewesen. Dann hat es uns auch noch so richtig geil verregnet. Wir hatten noch das Hotelzimmer vertauscht, oder? Da haben wir noch hin und her säckeln. Und die Scheiben sind ja mit dem Zutritt zum Hoteleingang ja die voll im Cheffossen gewesen. Also uns hat es so richtig schön verschifft dort draussen. Und der Reto, der ist immer so ein sauberer und gut angelegt mit sauberen Kleidern und so. Und da gibt es sich extrem Mühe, dass nichts dreckig wird. Da hat er weisse Turnschuhe angehabt. Ist er dort wirklich so wie ein Stelzli, ist er dort noch auf seinen Zehenspitzli tänzelt, dass er ja nicht dreckig wird. Und dann macht Flatsch! Und der ganze weisse Schuh war braun. Also alles für die Katze. Ja genau, da ist zuerst mal einer gehört fluchen. «Oh, jetzt da wieder!» Ja, auf jeden Fall sind wir nachher ins Zimmer, oder? Und ich musste herliegen, weil mir es wirklich wehgetan. Und so. Und dann sind wir doch tatsächlich dort an diesem Abend nochmal notfallmässig ins Spital. Im Harzgebiet draussen, eine halbe Stunde weg von dem Pullman City. Zuerst haben wir natürlich probiert anzurufen irgendwo und dann sind die Telefonbeantworter gekommen. Und ihr habt ja das Gefühl, Hochdeutsch verstehen ist einfach. Aber nicht, wenn die so sau schnell auf den Telefonbeantworter reden. Hey, wir haben die Nummern überhaupt nicht verstanden. Wir haben das 5-mal hören, bis wir endlich die Nummern herausgefunden haben. Gut, dann sind wir losgefahren, oder? Und dann sind wir dort gewesen. Und dann sind wir angestanden, oder? Und dann dachte ich so, okay, scheisse, ich habe glaube sogar noch mein Zahnbürstchen daheim vergessen. Nein, nicht das Zahnbürstchen, mal doch das Zahnbürstchen. Mal das Zahnbürstchen habe ich daheim vergessen, ja genau. Und dann ist der Reto extra noch, was war es, irgendwie 5 vor 6 oder so, und die Läden haben alle um 6 Uhr zugemacht. Dann ist er noch mega gesäckelt, mir noch ein Zahnbürstchen holen und ich bin halb tot dort in diesem Warteraum drin, oder? Die Zunge auf der einen Seite draussen, der Kopf links auf der Schulter abgestützt. Dann kommt irgendwann mal die Ärztin, der Reto ist wieder zurück, oder? Und dann sagt sie so, eben die Schweizer und so, eben anmelden. Und dann haben wir uns angemeldet und so. Und dann wollte ich eigentlich hier wählen. Und dann sagt die so, ja, wenn ich versichert bin. Und ich so, ja, in der Schweiz ganz normal, wie jeder versichert ist. Warum muss sie das fragen? Und sie so, ja, ob sie Karten können haben. Und ich so, Karten? Die liegt im Hotelzimmer auf dem Tisch. Geile Situation. Sie so, ja, ohne die können sie nichts. Mach dich das bitte nicht. Ich muss jetzt ein Antibiotika haben. Ich komme doch sonst am Sonntag niemals mehr heim mit diesen Schmerzen. Keine Chance, oder? Hey, fahrt mal 7,5 Stunden im Auto, wenn ihr wirklich Nierenprobleme habt. Es geht ja gar nicht.
Und keine Scheiße. Und dann habe ich den Retter so angeschaut und dachte, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Oder? Und sie so, ja, sie muss schnell mit der Chefärztin reden und so und fragen, was man machen kann. Oder? Und dann nachher ist sie wieder gekommen, irgendwie so eine Stunde später, oder? Und dann sie, ja, sie können es machen, wir müssen jetzt einfach gerade Bar zahlen und so, oder? Und dann haben wir Karten für ihn genommen, oder? Und sie so, ja, Karten nehmen wir nicht. Und ich so, Scheisse, Reto, wie viel Bargeld hast du da? Und er so zu mir so unter dem Tisch so, ich habe einfach nur noch 50 €. Und ich so, Scheisse, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich so gefragt, ja, wie viel kostet es dann? Und sie so, ja, 40 €. Und ich so, Glück gehabt. Dann sind wir rein. Oder besser gesagt, ich bin dann alleine. Die Ärztin, die war ja voll cool. Da hat die mir erzählt, dass sie immer in die Schweiz in die Ferien gehen und so. Und sie haben ein schönes Auto und einen weiten Weg, dann mache ich ihr gar nichts aus und so. Die haben mega Freude gehabt, dass wir Schweizer jetzt dort waren. Wir sagen so freundlich und wir würden die Deutschen so herzlich empfangen in der Schweiz und so. Also sie hat uns richtig Kompliment gemacht, und ich kann jetzt weitergeben. Also wir sagen das richtig, ein tolles Volk. Und dann hat sie mich auch dementsprechend so behandelt und so und hat mir meine Antibiotika gegeben, alles erzählt und so, oder? Und dann sind wir wieder heim. Und dann im Hotelzimmer habe ich gemerkt, so, du, die ganze Aufregung umsonst nachher, das Zahnbürstchen, das du extra noch hast müssen go suchen. Ich habe Zahnpasta daheim vergessen. Zahnbürstchen hatte ich gehabt. Auf jeden Fall sind wir nachher noch in die Apotheke und die hatten Notfalldienst gehabt. Und natürlich, wie es ist, wir haben immer noch kein Geld dabei gehabt. Gut, dann sind wir in dieser Apotheke. Besser gesagt, ich habe im Auto gewartet, weil wir wirklich alles weiter hat. Und der war in der Apotheke und er hat nicht mehr gewusst, wie, wo raus. Und dann hat er mit dieser Apothekerin geredet. Und die war auch so schweizerfreundlich gewesen. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, Schweizer Bonus, nehmt es einfach so. Und er so, wirklich? Nicht zahlen? Und sie so, nein, aber pst, ist so ein Schweizer Freundschaftsding. Sehr geil. Und dann hat er die Medikamente bekommen. Und dann haben wir endlich zurück. Und ich konnte meine Antibiotika nehmen. Und dann zu Abend, natürlich im Ausgang, ein riesen Buffet hat es gegeben und so. Oder? Wir sind natürlich eine Stunde spät gekommen, ist klar, das Buffet war nur noch halb so riesig gewesen. Auf jeden Fall, ich, wo ja sonst eigentlich immer so gute Laune habe und immer so ein bisschen auftreten bin und am Party mache, ich bin völlig ruhig dort gehöckelt, kein Ton gesagt, oder? Und mega müde. Ja, ziemlich gleich schlafen. Und am anderen Tag, leider sind wir dann am Samstag tatsächlich schon heimgefahren. Leider Sniff. Die anderen sind bis am Sonntag geblieben. Es ist wirklich mega schön. Pullmanzeit im Harz lohnt sich tatsächlich, dort hinzufahren. Es ist ein bisschen weiter als das andere, aber es ist richtig toll gewesen. Und ich würde gerne wieder gehen, aber ich überlege mir dort einen Helikopter zu posten. Dann bin ich nämlich schneller wieder daheim, wenn irgendetwas ist. Auf jeden Fall richtig kübelblöd für mich gewesen. Ich wäre doch so gerne dort gewesen. Mein Pony heißt Conny, das ist ganz klar. Diese Geschichte ist echt wahr. Hoppi galoppi, über Stock und Stein. Hoppi galoppi, über Stock und Stein. Hoppa, hoppa, Reiter, das Pony bleibt da stehen. Ich reite immer weiter, ich hab's nicht kommen sehen. Mein Pony heißt Conny, kugelrund mit 1000 Pfund. Will ich die Zeit nutzen und ihn sauber putzen, steht er mit einem Gruß voll auf meinen Fuß. Ja, das kommt von Herzen, auch die Schmerzen. Mein Pony heißt Conny und ist brav wie ein Schaf. Will ich ihn mal reiten, zeigt er mir neue Seiten. Er sich vor Lachen biegt, wenn er den Sattel sieht. Sattel auf dem Rücken, fängt er an dumm rumzujucken. Hoppi galoppi, über Stock und Stein. Hoppi galoppi, über Stock und Stein. Hoppa, hoppa, Reiter, das Pony bleibt da stehen. Ich reite immer weiter,
Mein Pony heißt Conny, wir streiten beim Reiten. Wenn ich mit ihm reiten gehe, ich ihn meist von hinten sehe. Wir über Hürden gehen, bleibt er davor aber stehen. Ich reite froh und heiter, ohne Conny immer weiter. Mein Pony heißt Conny und ist zahm und lahm. Kommt da eine Bremse, wird er zur wilden Gänse. Ich bin verwundert, erreicht der Tempo 100. Rennt so schnell es geht, bis man nur noch Hufe sieht. Hoppi, galoppi, hoppi, galoppi, über Stock und Stein. Hoppi, galoppi, hoppi, galoppi, über Stock und Stein. Hoppa, hoppa, Reiter, das Pony bleibt da stehen. Ups, ich reite immer weiter, ich hab's nicht kommen sehen. Mein Pony heißt Conny, froh und heiter immer weiter, reiten in den Wäldern, quer über alle Felder. Da am Waldesweg er etwas Blaues sieht, ein Schirm, oh Kreis und nimmt reißaus. Mein Pony heißt Conny, mit Juckern und Buckern, in hohem Bogen komm ich geflogen. Ich sitz am Boden und ungelogen, er mich im Rasen sieht, vor Lachen auf dem Rücken liegt. Hoppi, galoppi, hoppi, galoppi, über Stock und Stein. Hoppi, galoppi, über Stock und Stein. Hoppa, hoppa, Reiter, das Pony bleibt da stehen. Ich reite immer weiter, ich hab's nicht kommen sehen. So, das wär's mit meinem Katzengejammer gewesen. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Yeehaw! Vollgas auspacken. Ich bin im Partyfieber. 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 Wie schön, dass es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und dass ich Deine sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Keks oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön. Und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Wieder sind die Köpfe und